Und wenn ich dann amix in gewissen anderen Episoden davon geredet habe, ja, ihr wollt halt, dass euer ganzer Katalog streamt oder nicht nur ein Song oder man soll langfristig kommunizieren und schauen, dass man hindurch mehr macht. Also wenn da der Album-Release wäre, dass man halt da und eine lange Linie gegen hinten hat, meine ich halt, das langfristige Konsumgame im Streaming ist genau so etwas gemeint wie bei einem Youngboy. Weil der hat natürlich kontinuierlich released, der hat nie gestoppt, auch vor seinem Album-Release hat er natürlich ganz viel Releases gemacht und bei ihm gehen halt die Streams konstant weiter. Das mag jetzt auf einfachen Blick nicht krass aussehen, oder es ist jetzt ein bisschen logisch, dass natürlich bei den grösseren Songs die Spikes grösser werden. Aber wenn man das schneller mal mit anderen Künstlern vergleicht, merkt man, dass wie er released oder dass der Longtail-Effekt, dass dann im Nachhinein viel passiert. Also wenn man halt dann darüber redet im Streaming, dass halt in Woche, dass du nicht nur die erste Woche nach dem Release anschauen, sondern am besten den 3. Monat nach Release oder den 6. oder den 7. oder den 8. Monat, werden ihr jetzt natürlich bei ihm auch ganz viele Musikvideos oder Uploads finden auf dem YouTube-Channel, und der Gut ist halt extrem fleissig gewesen, was ihr da gesehen dann an der Anzahl Tracks oder Uploads generell, die passiert sind. Also er ist nicht mit nichts auf die 8 Millionen Abos gekommen da. Was ihr aber werdet sehen ist, obwohl sie so viel uploadet, hat es dennoch gewisse Releases, die vielleicht erst nach 6, 7, 8 Monaten bei ihm richtig abgehen. Und da kann man sich ganz, ganz viele Sachen abschauen. Also wenn man sich bei den Amis, weil es geht ja natürlich da jetzt, wenn wir uns einen amerikanischen Rap-Künstler anschauen, geht es ein bisschen darum, okay, was kann man da davon lernen für die Schweiz. Und genau bei so einem Artist-Profil wie bei einem Youngboy, vor allem seinen YouTube-Channel, kann man sich extrem viel abschauen, auch als Schweizer Künstler da aus oder Künstlerin, weil allein schon der Release-Setup, wie sie releasen, zu welchem Zeitpunkt sie releasen, und auch so Geschichten, wo zum Beispiel da in der Schweiz, wo ich gar nicht gesehen oder wo sich sehr wenig getrauen, so muss man das sagen, dass du ein Musikvideo vielleicht erst 3 Monate nach dem Audio-Release machst. Weil die meisten da zum Beispiel mit dieser These, wenn ich jetzt die Theorie würde bringen, sagen wir halt dann als Gegenantwort, ja, aber das ist doch viel zu spät dann. Der Song ist ja dann schon alt. Und der Youngboy Never Broke Again ist jetzt in so einem Beispiel der beste Case, wo man sich anschauen kann, dass das mit alt und neu im Streaming gar keine Rolle mehr spielt. So. Der hat ganz viele Beispiele da auf dem YouTube-Channel, wo er Musikvideos erst sehr, sehr viel später released hat und nicht immer gerade zum Release oder gerade halt alles von Anfang an verballert hat, sozusagen. Und da kann man einfach sehr viele Learnings daraus ziehen. Das ist jetzt mehr einfach für euch als Hint oder als Tipp für die, was interessiert. Generell ein bisschen zu schauen, auch wenn man jetzt nicht mit dem musikalischen Inhalt mega einverstanden wäre, es geht mir jetzt auch gar nicht groß um das, sondern auch rein von der Release-Strategie, weil das ist so, er geniesst im Moment, auch wenn es vielleicht nicht danach aussieht, weil medientechnisch nicht so viel über ihn geredet wird, kann man das trotzdem so analysieren, dass er im Moment sehr, sehr starke Release-Strategie geniesst. Also er geniesst so das obere Level oder A-Liga-Stuff, wenn das nicht danach aussieht. So. Es ist natürlich alles in dieser Street-Attitude bei ihm, weil das dann natürlich seine Ästhetik ist oder er so gross geworden ist oder aufgewachsen ist mit dem. Aber da kann man sich ganz, ganz viele Moves und ganz viel so Release-spezifische Strategien kann man sich abschauen, wenn man da selber ein bisschen die YouTube-Channels ein bisschen beobachten. Und der Youngboy Never Broke Again ist halt, wenn es um das geht und so ein bisschen um organischen Konsum generieren, ist das ein sehr gutes Beispiel.